Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das Jüdische Kohl auf Radiostanzie WUNR 1600 AM, Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet jiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die heintige und amolige Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite jiddishvoice.com und durch Twitter @theyiddishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Der Hasen sucht uns mit der treurigen Nigen, als ein neuer Jahr kommt Ich, Elle Dovek von der Israel Bookshop in Brookline, wünsche alle unsere Klienten und alle Zuhörer von dem Programm Das Jüdische Kohl, Ashnas Chaim ve Sholom, Ashnas Geulo und Aksiba v'Chsime Toivo. Wir haben bei uns im Geschäft alle jüdische Artikel, Talesem, Sforim, Textbooks von allen Sorten, Hebräisch, Englisch, euch in Jiddisch. Euch haben wir Kassetten, CDs und Videos. Kommt rein und verbringt in eine heimische Atmosphäre, ruft oder kommt rein für Luchos oder Kalenders von dem neuen Jahr. Ot Allah Shnas Chaim ve Sholom, Shnas Geulo, zum ganzen Klal Yisrael. Israel Bookshop, 14 Harvey Street, Brookline, Massachusetts, 566-7113. Okay, mein Name ist Max Kellerman und ich will wünschen alle meine Koinen, wo sie sitzen mir ein ganzes Jahr. Ich wünsche ein Gitzjahr, ein Gesinnsjahr, mit all dem Gitten. Und das erste will ich sagen, der Butcher hat getreut, die befriedigen Menschen und kommen, kaufen, mit Freit, mit gibt die beste Service, die beste Preises und mir sehr zufrieden, weil bewusst die Menschen kommen, sie stützen, sie kaufen, sind zufrieden. In verhofft von langen Jahren, so. Wir sind durch 45 Jahre in der Platz. Und oft zu sein, noch ein das Jahr durch. Meine Kinder arbeiten ein, der eine Klasse arbeiten durch. Also hofft sie tun gehen für lange Zeit. En ook een gidsjaar en een gezinsjaar voor allemaal en anybody ook de jiddische station. Kommt der Jita heim von Schul, in Haupt und zu sündigen Bitte. Als die Jontev dicke Teig haben sich on zu beweisen, a gut Yontev, a gut gesund Jahr und Chag Sameach wünscht euch Cheryl Moore und die Moore Mishpacha von Cheryl Ann's Bäckerei in Brookline. Kommt rein in Cheryl Ann's, was befindet sich in Putterham Circle in Chestnut Hill, zu kaufen Chales und allerlei gute betamte Gebäcks. Sein Telefon ist 617-469-9241, 617-469-9241.
Cheryl Lance wünscht alle Zuhörer von der Radioprogramm des Jüdischen Kol a gut gesund Jahr, a Chag Sameach, Lashon Toiva Tikoseva, a Gemar Chasima Toiva und a gut Yontiv zu Sukkos. Noch einmal kommt rein in Cheryl Lance, Putterham Circle in Chestnut Hill, Telefon 617-469-9241. Als ich komm von der Schil, mach ich mir Kiddisch und verbeiß mit dem Kornellecker. Zu die Fisch hab ich gar kein Tanne genug gepfeffert und gesalzen. Guten Abend, ihr hört das Jüdische Kol auf WUNR 1600 AM Brooklyn, das Zunach Meir David. Wir sind rein in die Jontivdicke Tag. Es ist schon Chodesh Elul. A guten Chodesh und a gut gesund Jahr euch allen von mir, Meir David und meiner Sprache und guter Freund. Und von unseren Sponsors, Israel Bookshop, Cheryl Ann's, The Butchery, a Dank sei alle. Heint haben wir für euch ein Programm mit einem runden Tisch mit Menschen, was reden wegen jüdischen Sommeraktivitäten von dem beschogenen Sommer 2020. Mit mir zu helfen ist mein guter Chaver Chaim Wolf, der zu seiner Gast Mitanführer von dem Programm. Er ist ein Akteur, der Chef von Hebrew Actors Union Foundation und der Chef von Zico Bicher Center in New York. Und er hat sich Anteil genommen in sämtlichen Jahren in der Jiddischfach-Programm Sommers die alle Jahren bis dem Jahr. Danach wird er hören von Miriam Trin von der Jiddisch-Jahr-Organisation. Miriam führt an mit Jiddisch Ort. Sie ist eine Jiddisch-Lehrerin, sei beim Sommerprogramm 2020, sei beim Jiddisch-Jahr-Programm. Dem Sommer. Sie lernt Jiddisch Literatur und Sprach bei Hebrew University in Jerusalem und sie ist gewesen mit uns auf Zoom. Sie ist euch die neue Chefredakteur von Affen Schwell von der Jiddischliga. Und wir haben Anches Schmidtges und Diana Matut. Anchel ist der Kurator und Mitglied von der Exekutive von Jiddisch Summer Weimar. Der Sommerprogramm in Weimar, Deutschland. Und Diana Matut ist eine von den Jiddisch-Lehrerinnen bei dem Jiddisch-Sommer-Weimar-Programm. Mina Livsha Vishwanat, wie ein Mitglied von der Exekutive von Jugendruf, sie ist eine von den Hauptkeuches hinter Jiddischwach und wegen der Jiddischwach wird sie Tage reden. Sie ist auch gewesen ihr lebenslang Beteiligte in der gewöhnlichen Jiddischwach-Programm. Nun, lassen wir gehen zu unserem runden Tisch, was wir haben gerade am virtuellen Tisch auf Zoom. Shalom Aleichem. Kodem Kol, sehr angenehm wieder zu sein auf euer Radio. Ich bin Miriam Trin. Ich rede zu euch von Jerusalem. Ich will erzählen in ein paar Wörter wegen breiteren Sommerprojekt, was wir haben organisiert, dem Sommer in die Chadosh im Juli und August, in der Rahmen von unser kleinen Jiddisch Center mit dem Namen Jo, Jiddisch Ort, was ist schon aktiv das 3. Jahr und was Eliezer Niborski und ich, Miriam Trin, haben gegründet. Das dosige Jahr versteht sich für uns alle ein gewinn schwer und modern und meschunedig und wie Asach andere Organisationen haben wir euch sich sehr früh eingespannt in der zoomischen Realität. Und auch Pesach schon haben wir angehoben trachten, dass wenn wir dürfen organisieren etwas auf Zoom euch in Sommer. Und wir haben beschlossen, durchzuführen etwas, was wir haben Lesof angerufen, Jiddisch Zoom 2020, eine Jiddisch Zoom-Schule, was wir haben vertragt international. Lesof ist geworden von dem Plan, Projekt, was hat reingenommen, 6 verschiedene Zyklen. Wir haben das organisiert, Leute Madreges, was bedeutet, dass jeder Zyklus ist gewesen, eine Sprachmadrege von Anhebers bis Gorgor Avancierte. Und jede Madrege hat sich gelernt, darf besonders. Wir haben nicht gewollt organisieren, etwas Großes, wo alle Madreges lernen sich zusammen, weil es ist sei wie durch Zoom und das Gefühl von Zusammenkeit ist sehr, sehr virtuell begrenzt.
haben wir gesagt, jede Madrege zwischen sich in einer heimischeren Atmosphäre und wir haben angehäuben, euch nicht Leuten Seder von die Anhebers bis die gar avancierte. Wir haben angehäuben, darf mit avancierte in Anheb Juli. Und wie gesagt, hat jede Madrege sich gelernt 2 Wochen, alle Tag, 3 Scholimet, Literatur, Diktek und Nachmittag oder einmal in der Früh Zugabaktivitäten von Referaten auf verschiedene Themen bis Konzerten oder kleine Vorstellungen, runde Tischen, was wir haben auch organisiert mit den internationalen Eulen und Teilnehmers. Und das seien Tage die meines von Zoom, was ermöglicht uns plötzlich zu neu zu bringen, die ganze große Welt auf einer sehr kleinen Städte in einer Zoom-Klasse. Die Klassen, was einen vorgekommen seien Tage euch gewinnen international, dank dem Zoom. Wir haben gehabt Talmidim BMS von Kimat alle Kontinenten, noch nicht von Afrika. Und es geht noch an. Punkt jetzt erhalten wir in Vereinen die Tag, dem 2. avancierten Zyklus. Wir seien gewesen sehr zufrieden, weil die Stimmung, was hat sich gemacht zwischen die Menschen, was haben sich zum Teil gekannt und zum Teil nicht, ist geworden mit der Zeit eine ganz heimische, wir können das anrufen, also in der Zoom-Realität. Und ja, wir haben angehäuben, auszuprobieren, allerlei verschiedene Methoden von Lehrerei auf Zoom, was wir haben ja, durchgeführt, denke ich, trachte ich ganz mit Tatzloche. Man darf fragen dem Eulen, aber ein Fakt ist, dass wir haben gehabt, knapp 100 Verschriebene auf die verschiedenen Zyklen. Etliche Menschen haben übergehasert, mehr wie ein Zyklus. Und das sehr Schöne ist bei uns gewesen, dass Menschen haben sich bekannt von Minim, Erde und von allen Ecken Welt. Es ist gewesen sehr eine schöne Begegnung. You know, ich wollte wissen, eins, Miriam, es ist sehr interessant, aber ich gedenke, wenn ich bin gewesen als Student mit Jahren zurück, die Heimarbeit ist gewesen so wichtig und wir allemal gedacht da rein, you know, geben ein Beugenpapier und ich gedenke, meins von Novestern vielleicht sein, zurückkommen mit so viel Reut, als meine Augen sind geworden, den ganzen verschwarzt. Ist wie also hat behandelt, die Heimarbeit technisch, weil ich meine, sie müsste gewesen noch eine Schwierigkeit. Herd, das Gute ist, dass das Reut ist das alte Reut. In dem Reut hat sich gar nicht gebitten. Sie existiert weiter mit derselben Scharfkeit. Das bin ich nicht zufrieden zu hören, aber geht. Man hat uns reingeschickt durch Blitzpost die Heimarbeiten. Wir haben das korrigiert. Menschen haben sich Tage gedacht, öfter mehrere Auslernen reinklappen mit jüdischen Äußers. Zulieb der Zoom-Realität, ja, zulieb der System, was fordert mehr Arbeit durch den Computer. Und euch in der IVA-Programm ist das gewesen, also, und dort habe ich gelernt, wie alle weiß ich es euch von meiner eigenen Erfahrung. Es ist zum Teil gewesen, zum ersten Mal, was Menschen haben sich bei MS regulär benutzt mit einem Computer reinklappen, die mit jüdischen Äußers. Und es ist gewesen sehr eine feine Praktik für sie, eine sehr feine Gelegenheit. Und das der läuft auf der Sache Beteiligung, euch schriftlich in Klasse und Heimarbeiten sind Awade gewesen und Korrekturen sind Awade gewesen und noch kein Papier ist nicht gewesen. Heute man darf reden wegen Shinuim. Ich habe eine Frage. Mit was ist gewesen speziell zu sein in Israel? Ob es ist etwas gewesen speziell? Nur was ihr seid dort, oder? Wir haben vertragt eine thematische Rem für knapp alle unsere Zyklen, auch kurz für die Anhebers, weil das ist eine Parche für sich. Alle unsere literarischen Themen von den verschiedenen Zyklen sind gewesen konzentriert darum der Themen des Schreibers in Israel. Und auf dem Eufen haben wir geprüft, dem verschiedenen Eulen zu bringen, geistig ein bisschen her zu sich. Und das ist euer Thema, was es wird nicht so breit herumgeschmust in die gewöhnlichen Klassen. Also für den Rauf-Eulen ist das gewesen ein neues Thema. Wir haben sie bekannt mit verschiedenen Schreibers, von welchen sie haben zum Teil noch nicht gehört, noch nicht gelernt. Und mit einem
mit einem von den zwei avancierten Zyklen haben wir getan ein bisschen an andere Sache. Wir haben sich vernommen mit dem Cook von Jiddisch Schreibers, was haben sich dafür nicht übersetzt in Israel, auf Israel, auf dem Eretz Israel von 48 und auf Medinas Israel schon wie eine Stadt. Wenn ich habe geführte Theater war starten in die Sommerprogrammen für meine Juden, dort gedenke ich, ist allemal sich zugezeugen ältere Mitglieder, ältere Studenten, wo es nicht gehabt technische, ich wollte gesucht, wir sind nicht gewinnt, also technische, nicht gehabt technische Fähigkeiten, sich zu auslernen, nach einschicken. Hast du gehabt in die zwischen den Hindert beteiligten Studenten, ein Teil, was ihnen gewähren, verliebten Jiddisch, ein bisschen älter, aber nicht technisch, oder ist es gewähren, ein Grenitz, was mit nicht gekannt ausarbeiten? Ich darf müde sein, als zurückguckendig auf einen vollen langen Sommer, seinen Gewinn bei MS nur Yechidim zwischen die älteren Talmidim, was seinen Jahr gekommen, was haben gehabt befährische Schwierigkeiten. Ich meine, dass wir dürfen gedenken, dass Zoom existiert, nicht nur sind dem Sommer, nur sie schon eine Realität von etlichen guten Chadoshim. Und das, was ist vorgekommen, dem Sommer mit Jiddisch auf Zoom, ist nur ein Hemmschicht von schon Chadoshim langer Praktik. Und als Menschen sind gekommen auf die verschiedenen Kursen, schon mit ein Sport bisschen Genitschaft in Zoom. Und dafür zwischen dem älteren Eulen darf man euch betonen, seien die Menschen schon unerschreckt zu Technologie, sie geben sich an Ärzte, sie dürfen euch nicht also durchführen, die gar komplizierte Sachen auf Zoom, vor dem ist der Ballerboss von der Session verantwortlich, also das Anzünden, das Anstellen dem Computer, die Kamera, dem Mikrofon, das Verstummen sich allein, das haben schon drauf beherrscht. Sie sind gewähnt ein bisschen mehr vermisst, die etliche, ein bisschen ältere Talmidim, sich zu benutzen, Beschassmeißel, mit einem Schmueskästel, reinzuklappen, sei ihre Fragestorten oder abzuhitten, dem Teuchen von dem Schmueskästel nach der Sessie oder auch viele Schreiben auf dem virtuellen Tovel, was Zoom vermogt euch, in Handschrift, das ist eine Möglichkeit, man kennt das dann, aber auf dem darf man sein ein bisschen Grabner. Und das seien etliche von den älteren Talmidim nicht gewinnt, agef etliche von den jüngeren euch nicht. Das heißt, das ist nicht damit, also im Achriadik der Älter. Und Sechakel ist gewinnt nur ein Freu, bei ihm ist schon ein ältere, knapp 80 Jahre alt, was hat abgelassen die Hände noch 2 Tage und sich poschet nicht gefühlt, also bequem. Hat dort noch euch als geklappt, mit Kamera, mit Mikrofon. Also ich meine, dass der technische Aspekt hat nicht man Spiel gewinnt zum Schlechten dem Sommer. Geht Seite so gut dem Namen klar und wie kann man sich verbinden mit euch und mit eurer Organisation? Danke für die Gelegenheit. Die Organisation heißt Ja, sehr ein optimistischer Name, positiv trachtendig. Ja, seinen Raschei Teves von Jiddisch Ort. Und ob ihr wollt sich verbinden mit uns und sich da wissen wegen unserer weiteren dicke Programme, was werden euch weitergehen durch ein Jahr auf Zoom und wir wollen sich konzentrieren auf internationale Begegnungen und Aktivitäten, könnt ihr schreiben direkt mir a Blitzbriefel auf dem weiteren dicken Blitzadress Miriam M-I-R-I-A-M Pintel Trin T-R-I-N-H strudel@gmail.com. Und ob ihr erlaubt mir, will ich noch sagen, einen Satz wegen dem Ihnen Spontankeit auf Zoom. Was das ist, wir haben früher sich gefragt, sie seien gewähnt, öfter Schwierigkeiten, spezielle, und ich bin sicher, dass meine Kollegen wollen euch noch reden wegen dem. Aber wir haben geprüft, zu spielen in verschiedenen Spielen, assoziative, mit alle offenen Kameras, wo Menschen dürfen sagen etwas, sie sehen sich, sie dürfen sagen etwas und sich nicht reinfallen in die Rede. Also solche Sachen, was fordern ein bisschen Spielhaftigkeit und scharfen Guck zu die andere Aromike, also sozusagen. Das ist ganz heftig und das hat zugeholfen, zu schaffen, eine lachedicken Atmosphäre, ein bisschen herauszukitzeln, schmeicheln von den Menschen. Aber man hat nicht bei ihm stark gedacht, herauskitzeln. Menschen seien gewesen in allgemein sehr, sehr fröhlich, zufrieden, gut gestimmt. Und
Wir haben gehabt euch verschiedene Werkstätten, wie Moschel kreativen Schreibwerkstatt, was hat euch reingenommen, die Menschen in eine schöpferische Tuung, ja, auf Jiddisch. Und das ist gewesen sehr, sehr stimulierend, wollte ich gesagt. Und es hat bald verbessert noch stärker die Stimmung. Und wir haben euch gehabt, Yves Jochnowitz, was ich will extra dermonen, was hat durchgeführt 2 Kochwerkstätten, interaktive, wo man hat gesehen, wie sie kocht und man hat gekannt mitkochen mit ihr und das hat euch damit herausgerufen, als auch Schmeicheln und beschutfestigen Gelächter und Menschen haben Tage mitgekocht zum Teil. Also man hat gekannt, vielen die Reiches durch und so. Sehr zusagenlich. Isbegitzer kommt, schreibt uns und wir haben noch eine Sache vorlegen auf ein neues Jahr. Dank, großen Dank. Ich heiße Andreas, ich bin der so gerufene Kurator von dem jüdischen Sumer in Weimar. Und in Weimar ist ein Gewinn ganz anders. Wir haben euch jetzt schon gesehen, sind dann im März, mehr weniger, was es tut sich. Und es ist Tage gewesen, schwer zu wissen, was wird sein in Juli und August. Es ist Tage gewesen, unmöglich. Ich bin nicht Kanovi. Und aber wir haben euch gesehen, dass in Europa, weil öfter sich öffnen die Grenzen, öfter wird sein möglich ein bisschen ein Austausch zwischen europäischen Chevre und Liebhabers von Jiddisch. Und wegen dem beschlossen, als wir wollen das machen, wie sagt man, analog, ja, nicht digital, nicht auf Zoom, aber analog mit Chevre, was kommt zusammen in einen Ort, aber, und das ist TKM ist voraus, was wir haben getan, als wird sein in draußen. Nicht kein Zimmer, wir haben Leute gehabt, etwas über die Cap, sich zu beschützen gegen Sonne und Regen, aber es ist gewesen gut und eine Sache Luft, die alle Aerosolen sollen nicht tun, keine schlechte Sachen. Und man hat gelernt, Tage als in Dreußen. Man hat auch gelernt Jiddisch in Dreußen. Wir haben gerade einen schönen Ort bekommen von der Klassikstiftung, was beschäftigt sich mit klassischer Kultur, gewöhnlich. Und was in dem Sommer ist geworden, auch der Stützer von jiddischer Kultur. Und in der Häuf bei See hat man bekommen einen Ort und man hat häufig gespannt, etwas ein großes Tichel, so ein bisschen Schotten. Und dort sind zu neu gekommen in die Jiddisch-Kursen zwischen 6 und 10, 12 Menschen jede Woche und sie haben gelernt Jiddisch. Jiddisch Sumer Weimar ist nicht nur, und ich meine, das wissen Tage alle, ist nicht nur ein Kurs von Loschen und Leschönes, aber auch von Kultur, speziell Musik. Und zu derselben Zeit haben wir auch gemacht Werkstätten wegen jiddischer Musik und wegen jiddischer Lieder. Und ich meine, als Dine können uns sagen, wie ist das gewesen, zu sein dort auf dem Beethovenplatz in Weimar, wo wir haben Tage beschlossen, schon mehr nicht so auf dem Beethovenplatz, aber Beregowski-Platz. Und sie können uns sagen, wie es ist gewesen, zu lernen Jiddisch dort. Euch in einem neuen Format, was hat man angehoben, weil wir haben schon jahrelang gesehen, als eine Sache von den Musikern, die Klezmorim, haben sehr stark lieb spielen Musik und euch singen Lieder, aber als Sache mal wissen sie die Sprache nicht so gut, sie einfach gar nicht. Und wegen dem hat man gemacht eine Sache, was wir haben gerufen, Jiddisch für Musicians, Jiddisch für Musikers, sie für Klezmorim. Und dem Kurs hat ungefähr Dine und öfter kann Dine uns etwas erzählen wegen dem. Ja, ich will dank für die Gelegenheit. Für mir, wie Lehrerke, ist das gewesen ein Jahr, lass mich sagen, eine goldene Gelegenheit, weil es ist gewesen das erste Mal, dass ich habe gekannt lernen auf der frischen Luft, unter einem Gefällt. Und es ist gewesen sehr, sehr schöne und gute Atmosphäre und eine sehr gute Stimmung. Und Punkt, wie Andreas hat gesagt, sind wir gewesen auf einem Plätzl und unter einem Gefällt. Und es hat euch gesehen, ein bisschen wie eine Gruppe. Und es ist gewesen sehr, sehr angenehm, weil auf dem Platz sind wir gesessen auf einem Eck und auf dem zweiten Eck sind wir gesessen, die Klezmorim.
und haben gespielt, gemacht gute Musik und rüber zu uns sind gekommen die Klangen und das ist gewesen so schön chänefdig und lebendig, das ist uns stark gefallen geworden. Und euch, das hat gebeut an den Scheiches zu den Menschen von der Stadt, zu den Menschen, die sind gekommen zu Gast und es war ganz schön, weil wir sind gesessen und wir sind gewesen zwischen 6 und 16 Talmiden in einem Kurs und wir haben gehabt Kursen morgens und am Nachmittag. Und es war ganz schön, weil die Menschen, die sind gegangen, wir sagen einfach spazieren oder haben parkiert dem Auto, sind zugekommen, rübergegangen, sich eingehört und dann gewesen erstaunt und haben euch gehört ein bisschen mehr wegen dem jüdischen Sommer in Weimar zu leben. Und das ist gewesen, ja, als in einem sehr, sehr gute Erfahrung. Ich bin speziell gewesen glücklich, als wir haben gehabt Menschen, ja, von Sachländern, von Europa, Moschel, England oder Italien und Frankreich und das ist gewesen gar eine gute Gruppe Menschen und man hat gelernt, Jiddisch auf Jiddisch, Jiddisch auf Englisch oder viele Deutsch in Kurs und das ist auch gewesen eine gute Mischungspunkt, wie die Studenten haben das gedarft, gewollt und so weiter und ja, also es ist gewesen und es ist nicht nur gewesen an der Reinführ in einem Aleph Beis, nur euch ein bisschen vernehmen mit welche Terminologie darf man, ob man sagt Klezmer Musiker oder Musikerin, welche Instrumenten spielt man und so weiter. Und es hat gedacht sein ein Brick für die Klezmerin von dem Dor und vom kommenden Dor, kedei sie zu machen gerät zu lernen, allein zu, ja, rüberzugehen, die Brick zu der jiddischen Sprache. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischugoyim von der Webserie Yid Life Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Kohl auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Ich wollte fragen, ist du eine Synthese zwischen die Klezmorim, die willen singen, und die Lehrer, die willen lernen? Und wenn ich habe geführt, 14 Jahre lang das Theater bei Stadt in Sommerprogramm in Kolumbien, ist allemal umgekommen Studenten, die haben gewollt, nur schmecken alle gesehen, oh, ich will spielen, Theater, oh, das will ich tun. Klezmorim, oh, ich will singen, oh, das. Aber du darfst da rausreden ein Wort, was ist leitisch, Mamaluschen. Ist für die Lehrer ist allemal gewesen sehr schwer ziehen zu lassen, Studenten, die haben nicht gekannt, geht da rausreden. Aber man will nicht wegjugen, kann potenzielle Studenten und Musiker, ist die Synthese von mir ist allemal gewesen ein Seitel. Ihr müsst sich Gott kennen, auslernen, ein Seitel auf euch wenig und geht da rausreden. Kann sein doppelt, sie kann sein viermal spaced zwischen die Schieres. Aber in Weimar, sie hat gehabt eine Schwierigkeit, sie bringen, sie puren die zwei Gebieten. Das ist nur weil das ist gewesen der Riker, ja, das ist gewesen der Riker, weil es ist gewesen speziell für die Menschen, wo sie haben genommen Anteil in einem Kurs wegen Klezmerei, ja, oder Singerei. Das ist gewesen der Riker. Es ist uns gegangen in dem, als Menschen, was spielen die Musik, ja, was singen die Lieder, müssen kennenlernen, jüdisch Wort euch. Und möglich mehr
mehr von ein Wort. Wir stehen es gesagt. Und das ist, und das hat sich ausgearbeitet sehr, sehr gut. Wir sind sehr zufrieden, weil es ist gewesen so, in den letzten Jahren ist allemal gewesen so, als alle Kursen sind gewesen auf 6 auf 6 Jahre. Und das meint, als die Klasmorim und die Singers haben gearbeitet in der Früh und am Nachmittag und jetzt haben wir gebeten, haben wir gebeten dem System und das hat sich ausgearbeitet sehr, sehr gut. Meinen ich, als sie haben genommen, lassen wir sagen, in der Früh haben sie genommen einen Kurs wegen Klezmerei, das auf 3 Stunden mit etwas und im Nachmittag 1,5 Stunden Jiddisch, lassen wir sagen, so, ja. Und es ist uns gegangen in dem, also alle die, was vernehmen sich mit kulturellen Schaffungen, wissen ein bisschen mehr wegen jiddischer Sprache, wegen Alphabets und so weiter. Das ist gewesen der Haben die Führers von der Klezmerei-Kursen, Klassen, haben sie es geführt auf Jiddisch oder auf Deutsch oder was war das? Nein, Deutsch gewöhnlich nicht, weil es ist ein internationaler Eulen. Das meint, dass gewöhnlich lernt man auf Englisch sei wie. Ja. Aber sie wendet sich. Wir haben Menschen zwischen den Lehrern und Lehrerinnen, die sind gar nicht auf Jiddisch und gar gute jüdische Rede solche. Und sie proben reinzuschmuggeln, so viel Jiddisch, wie es möglich. Stommas Chiddush für Menschen, viel als es da ist ein Programm in Deutschland, es ist wunderlich, wegen dem kann man reden eine ganze Show. Aber die, was wissen, dass es existiert, aber sie sind gewöhnt wegen der Epidemie und was es tut sich auf der Welt, es kann sein sehr Chiddush, als es hat existiert in physischem Format. Und viele, ich meine, das ist gewesen die einzige auf der Welt. Was ist gewesen ein bisschen von die Überlebung zu machen, ein Programm Ponem in dieser Zeit? Es ist gewesen schwer zu machen, aber Schluss haben Menschen gehabt Meure, hat der Chalila gehabt Fallen von Anstecken? Auf den Moment, wo wir wissen, es ist nicht so gefallen, aber nur darf warten noch 10 Tage, mehr weniger. Wir sind gewöhnt Tage sehr, sehr vorsichtig. Wegen dem alles in draußen, wo es geht der Windel und so zersprayen die alle Aerosol. Und zu machen das BAM ist physisch mit Chevre ist gewesen der Erfahrung. Man hat nicht gewusst, wie wird das sein. Wegen dem haben wir euch gesagt, okay, wir bloß lernen 3 Stunden am Tag und nicht 6 wie gewöhnlich, weil öfter wird es sein sehr schwer in draußen und es ist gewöhnlich nicht weit von der Gas, wo es geworden ein Auto und so weiter. Es ist alles gewöhnlich nicht pusht und speziell es ist nicht gewöhnlich, wir pushen gefunden noch an Ort, wo zu stellen erzählt, ja. Zu stellen die Gruppe ist, was wir haben gehabt dort. Man hat gedacht, dass Sachen mit die alle administrative Teilen von der Stadt, von Gesund und von Ordnung und von die Großen und was weiß ich. Das ist alles gewesen, nicht pushet, aber sov hat der Bürgermeister uns stark geholfen. Er hat gesagt, ja, ich will, dass ihr sollt das tun und ich will tun, was ich kann tun, euch Tage zu helfen. Und das hat sov gut gearbeitet. Und wegen dem ist das gewesen möglich. Und ich meine, als sind noch nicht gekommen, kann ich sogar ihm was meinen, als Corona ist noch ein Cholem und gar nicht dem. Es Tage, die Chevre ist gewesen sehr vorsichtig, man gehabt Maskes und so weiter. Und ich hoffe, beim ist als es gegangen gut. In 10-14 Tagen wird man wissen, wie das ist Tage der Fall. Agif ist gewesen, der Leute als Amerikaner sollen können bei sein, weil ich meine, es ist gewesen, Bern verboten. Wir wollten es öfter der Leute, es wendet sich, ich meine, alle Tage kommt daraus eine neue Meldung, ein Mann, eine Frau von dem Land kommt, sie können kommen, können nicht kommen, können ja kommen, aber Tage, Amerikaner auf dem Moment ist mein Eindruck, können gar nicht gehen,
wo kann ein Amerikaner gehen auf dem Moment? Nicht kein Ort, ja. Kein Amerika, aber das schon Kanada können sie nicht gehen. Wegen dem ist kein Amerikaner, was wollen nicht, was haben nicht gewohnt, früher in Europa, sind nicht gekommen. Haben Sie sich beteiligt mit Zoom oder im Ganzen nicht gewähnt? Keine, was haben sich beteiligt mit Zoom? Weil als es gewähnt in Dreußen, wo es ist nicht kein guter Internet, okay. hat man nicht gekannt kombinieren die zwei Sachen. Ich meine, ob es kommt jetzt 5G, 5G, wird das sein, efter 3-4 Jahren noch, wird das sein als möglich und wir können kombinieren alles, was man tut auf der Luft mit der Zoom-Klasse. Und efter ist das die Zukunft. Efter kann man machen eine Kombination von analoge und digitale Kursen. Waarschijnlijk wil ik boeien aan een dreidel zit zo'n 5G-Service. Ja. Aber Menschen von Amerika und Kanada sind doch gewöhnt mit uns, versteht sich zwischen die Lehrer. Ja, weil die Lehrer sind doch bekannte Namen von der jüdischen Welt. Und, ja. Aber sie haben schon früher gewohnt in Europa. Sie haben nicht gekannt kommen. Ja. Tomme Menschen wollen sich verbinden mit euch, sagt wissen weiter, was kann man tun? Es ist sehr pushy, es klappt da rein, jedes Sommer, Pintel EU auf dem Internet und ihr werdet finden unsere Webseite und dort steht als Ding und euch hat mein Blitzbriefadresse und von die alle Chäber, was arbeitet dort, und speziell Tage, unser Chäber Alan Byrne, Avremel Byrne, wo ist er ist ein sehr bekannter Musiker. Ein Frage, wie ein Liebhaber von Theater, was ist mein Fach schon 40 Jahre, ist du auf Weimar Theater verstanden oder kleine Kinder verstanden für Theater? Und wie hat er behandelt mit dem Gefe, die kleinen Kinder mit dem Theater und der Erwachsenen? Hier hat man nicht gemacht kein Theater und nicht keine Kinderwerkstatt. Gewöhnlich haben wir gehabt Kinderwerkstätten. Und die hat sie angeführt jahrelang. Aber hier haben wir getracht, machen Theater mit Kindern, es wird sein zu neu zwischen sie, es wird sein zu gefährlich. Und in Weimar mit der Jahr zurück hat man gehabt theatralische Sachen. Wir haben gemacht die jüdische Oper Bascheve von Henach Kohn. Alan Byrne hat geschrieben ein neues Purim-Spiel von Itzik Mangers Purim-Lieder, die Megille von Weimar. Das ist geworden sehr schön. Wegen dem man arbeitet Sachen mit dem Theater, euch mit professionellem Theater, aber euch in Werkstätten, aber nicht hier. Kann ich bitten, geben auf einen Fuß Kitzer, was ist speziell wegen Summe Weimar? Bei der Klall, nicht das Jahr, aber bei der Klall, was wollte man zugezogen zu dem gegen Yivo und Polen und Yisrael und die alle anderen? Ich will sich nicht vergleichen und ich meine, es ist auch nicht da keine Konkurrenz zwischen dem, was wir tun und was tun andere Sachen oder andere Organisationen. Ich meine, die wichtigste Sache ist, dass wir verstehen, als wir sind zusammen, will wir lernen etwas. Jeder, der kommt, sie ist ein Lehrer, sie ist ein Lehrer, sie ist ein Student, sie will hören, sie tanzen, will kommen und lernen etwas. Wir rufen das auf Englisch eine Learning Community. Ja, lernen zusammen. Und wegen dem hat man auch normal in gewöhnlichen Jahren hat man eine Thema, wo es betrachtet wegen dem, zum Beispiel wegen Ashkenaz, wegen Verbindung mit Bessarabien, wegen tausender Themen, wo man kann fragen Spezialisten, verbeten Spezialisten und wegen dem trachtet man und lernt man ein ganzes Chodesh. Und für die, was will lernen Jiddisch, ist meine ich Weimar sehr interessant, weil man kann sich lernen Jiddisch 3 bis 6 Stunden am Tag. Und in Abend hat man ein großen und sehr interessanten kulturellen Programm mit Theater und Tanz und Uljankes und alles, was man kann trachten. Und euch Weimar ist nicht keine große Stadt. Und es wird bei ihm in die 4-5 Wochen im Sommer wird es ein Städtel. Es wird jede Städtel und hat jeder auf die Gassen. Und das ist Tage mit die Goethe und Schiller dort, ist das eine sehr interessante
eine sehr interessante Sache. Interessant. Nu, ihr wisst mir damals, hat euch gegeben ein Shoutout bei dem Bela 100 Konzert. Ihr habt es gesehen? Ich allein habe es nicht gesehen, weil es ist gewesen mitten so mehr. Es gewesen, Bela allein hat der Mann die gute Summe, was sie hat verbracht dort. Ja, sie ist gekommen, sie hat gelernt bei uns. Ja. Man lernt noch ständig. Wir hatten beim letzten Konzert hat man noch gesungen, eins von ihren Liedern. Und wir haben da 2 beteiligte. Chaim hat sich beteiligt. Ich gedenke nicht, Mina, sei mir Michael, du hast allein beteiligt in dem Bela-Konzert. Ob du nicht, dein Mama und dein Vater und Mima. Und mein Bruder, ja. Und dein Bruder, ja. Ist gut, und es ist euer Programm hat zu tun mit Lernen, beschaß die Jiddischwoche, was ich und Chaim und meine Liebschaft haben sich beteiligt in dem, haben allemal lieb gehabt, aber das ist, laut meiner Meinung, befähig nicht gewesen, speziell für Lernen, nur es gewesen zu leben auf Jiddisch, so eine Vakatie auf Jiddisch. Und die, was kommen, dürfen schon kennenlernen Jiddisch oder sein Gerät, sich zu bemühen zu reden Jiddisch. No, das ist meine Reinführung zu meiner Liebschaft. Meine Liebschaft mit demselben Format kann sich allein vorstellen und reden wegen der Jiddischwoche-Programm, was ist gewesen in ganz anders Jahr. Dank, Meir. Ja, ich heiße Mina Lipschewitsch Banat. Ich bin auf der Exekutive von Jugendruf, was organisiert die Jiddischwoche. Wie die hast beschrieben, ist die Jiddischwoche eine Woche zum Softzimmer. Es kommt vor in Upstate New York. In jedes Jahr kommen sich zu neu 130, 150 Menschen von verschiedenen Eltern, Eufelig, die Erwachsene, ältere Leute, Mischbuches. Es ist ein reiches Programm von Lektions, Verstaten, in so weiter. Aber dachte sich, als für die meisten Menschen, die kommen auf die Jiddischwoche, der Haupt zieht sie nicht das Programm allein, nur die Gelegenheit zu verbringen eine ganze Woche mit anderen, die reden Jiddisch, 100%. Das Ziel auf unserer Jiddischwoche ist, als jeder soll können reden, mehr weniger fließig Jiddisch, in reden nur Jiddisch eine ganze Woche. In das, was du ein schönes Programm ist ein Plus, das, was du ein Schwimmbassin in einem anderen Sport ist ein Plus, aber das Reden Jiddisch ist direkt. Es versteht sich, wenn es so ungeheuerte Magefe, haben wir ganz gier angesehen, als wir wollen nicht kennen, der für die Jiddischwoche wie gewöhnlich. Erstens, weil in Unheb ist New York gewesen der ärgste Magefe in Amerika ist gewesen in New York. In zweitens, zu lieb dem, was kommen auf die Jiddischwoche sind, wie gesagt, von allen Eltern, als ältere Leute, und sie kommen von Imitim, nicht nur von New York, nur von ganzen Land, in viele von der ganzen Welt. Wir haben Menschen, die kommen von Israel, von England, von Amerika, einmal von Australien. Und das ist gleich gewesen klar, dass das wird nicht vorkommen hier. Haben wir geklärt, verschiedene Alternativen, aber zum Schluss haben wir angesehen, es wird müssen sein im ganzen online. Und versteht sich, können wir ein Programm rüberführen online. Wir können weiter geben bei Staaten Lektions online. Sicher haben wir gehört, verschiedene Lenkreisen in bei Staaten und Lektions von ähnlichen Minen, was wir gehört auf die Jiddischwoche. Aber auf Zoom hier. Die Schwierigkeit ist gewesen, in Schaffen der gesellschaftliche Gefühl. Ich will echt meinen, als versteht sich, ist das, was ist online, wie etliche andere haben den Mund, hat in sich gegeben, ein Stück Gelegenheit zu priven ausnutzen, das, was wir müssen nicht alle sein auf einen Ort, priven heranziehen Menschen von dem breiteren Eulen, was wollten anders nicht kommen auf die Jiddischwoche.
ist erstens wahrscheinlich die gesellschaftliche Studien. Wir haben geprüft, dass der vierten zu helfen in unsere gewöhnlichen Abendaktivitäten der Zoom. Jedes Jahr haben wir ein Freigeschläge, also ein Trivia-Vermest. In gewöhnlichen Jahren sitzt ein Eulim, in Mannschaften kommen auf die Bühne, in die, was wir tun, meine Mama fragt, wer fragt Trivia-Fragen, und man darf heben die Hand, und so weiter. Das war ganz schwer zu tun, der Zoom. Hat man das geführt auf eine Mannschaft-Trivia-Vermest, was mit einmal in Schenk, für die, was sind bekannt, Pub-Quizzes, Bar-Quizzes, wie die Frage ist, anstatt es so sind 2 Mannschaften von 4 oder 5 Menschen in einem Eulen, was kickt tun, ist jede gewähnt Hälfte einer Mannschaft. Jede Mannschaft ist gewähnt, 4 Mannschaften, und jede Mannschaft gehört 7 oder 8 Menschen. Und anstatt zu fragen, die Frage ist, und jemand gedacht, heben die Hand, in Gier entweder, hat jeder bekommen die Regime von allen Fragen. In der Mannschaft hat durchgeschmissen, und herangeschrieben die Frage ist, herangeschrieben die Entfers, und sie herangeschickt. Und danach hat man gestellt Zeichen, sozusagen, auf die Mannschaften und gesehen, welche von den Mannschaften haben richtig geantwortet die Frage. Es hat noch heute gehabt, dass Gefühl von einer Vermest, es hat noch heute gehabt, die Indian Trivia, aber es ist gewesen weniger von einer Vorstellung. Bei ihm ist mehr von einer gesellschaftlichen Aktivität, wie es ist gewesen in friedige Juden, weil die Mannschaften haben gerät zwischen sich, zu planten die Entfers. Wir haben geführt einander Asamin Vorstellung, Programm, was sagt Amcha, was ist in der jüdische Version von Family Feud, und das hat man echt geführt durch Zoom. Aber auch jetzt die Programme, was dann in einer bestimmten Zeit, man darf umstellen am Computer und kicken, haben wir geprüft ein paar andere Sachen. Erstens haben wir aufgestellt eine WhatsApp-Gruppe, wie Menschen können sich anschließen in einer Gruppe, in einer WhatsApp-Gruppe und schmissen zwischen sich. Das haben wir geprüft, das soll von einem das Ort finden, das sich begegnen auf die jüdische Woche mit Menschen, leben Schwimmbassin, lebende Beidlich und Pushet schmissen. Wir haben echt jetzt in unser Haupt-Zoom-Zimmer, was wir haben genutzt für Aktivitäten, haben wir geöffnet das zweite Zoom-Zimmer, was ist ständig gewesen offen. Und wir haben es gerufen in der Esssaal. Also ich denke, also wie wir haben ein Esssaal auf die jüdische Woche, wenn man geht rein und man schmiesst, speziell zwischen Aktivitäten, haben Menschen gekannt herangehen in jenem Zimmer, in schmissen mit wem es soll nicht sein, was ist dort. Und oftmals hat man genutzt, die WhatsApp-Gruppe zu koordinieren. Ich gehe rein in Esssaal, wer will herangehen mit mir? Wir sind herangegangen und geschmissen ein bisschen. Und oftmals echt noch die Aktivitäten ist man rein in Esssaal zu schmissen. Das ist geprüft bringen als ein Tam von der Gesellschaftlichkeit. Wir haben echt gemacht ein Spielregime von Lieder auf Spotify, von jüdischen Lieder, was sagt, Menschen haben lieb, sich ziehen zu hören zu sehen. Also wer es will, kann sich ziehen hören zu dieselben Lieder. Das schafft echt ein Gefühl von Zusammenhalt. Wir haben geschaffen einen Lane-Marathon. Also jeder soll prüfen, Lane in jüdische Bücher und heranschreiben jede Woche, wie viel Saatlich sie haben gelernt, was für ein Bücher sie legen vor, für andere zu lernen. Und wer so lernt, der meiste Saatlich bis ins Sof Zimmer, wird bekommen ein intergeschriebenes Exemplar von Harry Potter. Ist also eine kleine Sache, was ist anders von einer gewöhnlichen jüdischen Woche. Das ist gewöhnt, das sind gewöhnt etliche Erfahrungen, wie also wir haben geprüft, für die Gesellschaftlichkeit auf unsere Online-jüdische Woche. Wahrscheinlich Malis finden sie online auf Zoom. Erstens, in dem Programm hat geheißen, jüdische Woche, alle Woche, weil anstatt zu verbringen eine Woche zusammen, haben wir beschlossen, als in dem Massiv, ohne als Menschen so einen Tag erfuhren in einem Ort, ist schwer, als Menschen sollen sich verschreiben auf eine ganze Woche und sein eine ganze Woche auf Zoom. Es ist nicht zum Vertrugen bei MS für die Menschen, sie sitzen Schuhen lang auf Zoom.
haben wir anstatt dem verlängert unser Programm auf 2 Chadoshim, anstatt 1 Woche, und gemacht weniger Aktivitäten jeden Tag. 2, 3 Aktivitäten jeden Tag. Also Emitzer hat gewollt kommen auf einen ganzen Zimmer, auf jeden Programm, haben sie das gekannt, und sie sind noch als gewähnt nur 2, 3 Schuhe auf Zoom mit Amol. Zweitens haben wir gekannt, sie ziehen Menschen, die wollten gewöhnlich nicht gekannt ausführen, sie kommen auf die jüdische Woche oder zu lieb dem, weil Registratie ist gewähnt teuer, oder zu lieb dem, wo sie wohnen weiter weg, es ist gewähnt sie schwer oder sie teuer zu kommen sofort in New York. 2 Sachen haben wir dort getan. Erstens hat man sich nicht gemisst registrieren auf der ganzen Zimmer. Man hat sich oder gekannt registrieren auf der ganzen Zimmer, oder ein Chodesh mit Amol, oder auf einzelne Aktivitäten mit Amol. Und mit dem haben wir gezeugen Menschen, die sind gewähnt interessiert in ein paar Aktivitäten tun dort, aber nicht das ganze Programm, sie da möglich sich zu beteiligen. Und alle, was haben sich verschrieben, sie auf dem ganzen Zimmer, sie auf nur eine Aktivität, haben gekannt kommen in der WhatsApp-Gruppe, in dem Esssaal und so weiter. Und zweitens, also wie das machen, ein Programm auf Zoom, hat weniger heute zu ist, ja, man darf nicht bezahlen für eine Zimmerlage, Zimmerkolonien und so weiter, wir haben bestimmt Preisen, was das kommen auf eine ganze Zimmer ist sicher gewesen billiger, wie das kommen auf eine ganze Woche, auf die jüdische Woche. Aber wir haben echt ungewissen, als die, was kennen nicht bezahlen den ganzen Preis, mögen bezahlen weniger, und mögen nach Hause kommen, und wir verstehen, es ist eine schwere Zeit, und jeder soll bezahlen, wie viel sie kennen nur. Und das ist echt gewesen, etliche Menschen sind gekommen, die sind keinmal früher nicht gekommen auf die jüdische Woche oder auf die Jugendhilfeaktivitäten. Und wir haben sie herangezogen. Also. Und letztens haben wir echt geprüft, machen Aktivitäten in verschiedenen Zeiten. Also als Menschen von anderen Zeitzonen können kommen. Das ist noch halt ein bisschen schwer, weil wir will nicht machen eine Aktivität, was ist mitten der Nacht in New Yorker Zeit, wenn das ist in der Haupteulen. Aber wir haben geprüft, machen gewisse Aktivitäten früher in Tag, gewisse Aktivitäten später in Tag. Nur der Lachaim-Schuh ist gewähnt, nein Säge auf der New Yorker Säge, aber wieso sagt man auf Jiddisch, it's always 5 o'clock somewhere. Ja, mit Lachaim-Schuh kann man machen, wenn man will. Viele 7 Säge in der Früh in Australien. Wir haben Ziegezeugen, Menschen, die sind im Früh nicht gekommen. Wir haben bemäßigt 2 Chadoshim gehabt 75 Aktivitäten, was ist mehr weniger ähnlich auf wie viele Aktivitäten wir haben gewöhnlich in 1 Woche, auf die jüdische Woche. Wir haben gehabt, 150 Registranten, Teil von der ganzen Zimmer und Teil von nur eine Aktivität, was ist ähnlich auf wie viele Registranten wir haben auf der gewöhnlichen jüdischen Woche, mit der Menge neue Registranten. Und wir haben beschlossen, dass wir nicht unzufrieden in jüdische Klassen. Gewöhnlich auf die jüdische Woche haben wir Schmieskreise, ein paar jüdische Klassen, kleine. Und wir haben beschlossen, dass es sind genug online jüdische Klassen, was Menschen haben Zutritt zu sehen, also wir dürfen nicht konkurrieren. Ist mit die alle Sachen zusammen, ist jüdische Woche alle Woche gewesen ganz anders wie eine gewöhnliche jüdische Woche. Aber wir hoffen, also wir haben noch alles zugestellt, die Gelegenheiten, was Menschen haben, dürfen. Und ja, das ist es. Und ich will stark bedanken Eliana Surevor und Klein und Miri Rivke Kenning, was haben Tag organisiert die jüdische Woche, die Koordinatoren. Ja, Shakoyach. Das ist eine wunderliche Sache und ich mache nicht getäuscht, es geht weiter an der Jom, ja? Noch ein paar Tage, oder? Ja, wir haben noch 5-6 Tage. In dem Sonntag auf der Nacht wird es eine Schließaktivität, wie wir wollen Priven schaffen, eine Lagerfeier, alle zusammen, also wie jedes Jahr auf die jüdische Woche in der Schließaktivität, singen Lieder zusammen an einer virtuellen Lagerfeier. Ich muss sagen, wie es klingt, wenn wir singen an Zoom, hört man, kann man hören mehr wie ein Mensch oder ist es? Nein, zum Bedeuten darf man jeden anstimmen, nach Chitz, der was führt mit einem Lied. Man hört nicht, wie man singt zusammen, aber man fühlt, als man singt zusammen. So this is a virtual Harmonie. Ja, richtig.
über ein Jahr sein zurück in Kopek. Und wie soll kann man sich anschließen in Jugendruf oder in der Jiddischsprachprogramm? Ihr könnt Informationen wegen unserer Organisation, wegen der Jiddischwoche, kann man finden auf jugendruf.org, jugntruf.org, oder könnt ihr schicken einen Blitzbrief zu info@jugendruf.org. Und ich wollte Sie geben, als kein schöner Ort gefällt mir nicht. An unsere, wo es ist so prächtig schön, wo es fehlt mir, weil ich pflege dort schwimmen, Schuhen lang, und ich habe Menschen, die wollen sagen, ich suche nicht kann liegen. Ich meine, meine Liebste sind Edes, ich meine, du bist Edes, als wir können sich dort schiffeln, wir können schwimmen, wir können essen, wir können sich leben. Also wie man darf leben, als Jiddisch wird gehen weiter, darf man leben und in Aktivitäten tagtäglich, ganz messless, es darf sein, als mir 40, ist der Mond mich in ein alt Boteschanski hat sich getroffen mit einer, sagt, oh, wir lernen Jiddisch in Universitäten. Und er ist gesagt, no, das ist nicht gut. Man darf reden Jiddisch in der Heim. Kann bessere Reklamen kann mir nicht haben. In Lashana Haba Bekopik. Lashana Haba. Ja. Amen. Und in Weimar und in Jerusalem. Mit ihm. Und in New York. Nu, andere haben Fragen, Kommentare. Ich habe noch gewollt sagen, als Tage versteht sich als Jiddischwoche, ist doch ein Vorbild für dem, was wir tun schon 2 Jahre lang in Griechenland. Ja, wir hatten dann einen jiddischen Marathon in Europa und die letzten 2 Jahre sind hinzugekommen noch von Amerika und von von Israel, was ist sehr schön. Und wir bauen auf ein bisschen eine internationale Verbindung zwischen den europäischen Jiddischisten und die von Israel und die von Amerika. Und ein Dank vergeben dem Vorbild. Unser Marathon ist sehr klein und der Hotel ist sehr kleiner. Und man weiß nicht, was wir tun hier, weil versteht sich, die Probleme sind dieselbe wir tun. Aber ich bin keinmal nicht gewesen im Sommer bei euch, weil ich bin ständig allein sehr beschäftigt mit Ausstatten und Festivalen. Aber ich meine, dass ich denke noch jede Woche, ich bin keinmal nicht gewesen. Ich will übergeben eine Sache, also ich arbeite, ich weiß nicht, ihr wisst, wegen ZICO, und das ist ein kleines Neues, also ZICO ist die Zentral-Jiddisch Kulturorganisation, es ist eine alte Verlegerei, und wir geräten sie noch 3 Jahre, was wir haben geredet mit der Zamir Trust, was ist jetzt geworden, der Bashevis Trust in Yisroel, als wir haben bekommen die Recht herauszugeben, Bashevis übergedrückt mit neuen Einführungen. In unser erster, wir haben eine Einführung von einer Jiddisch-Wochnik, Dr. Professor Mark Kaplan, und sie wird sein meistens hinter Neuven. Und wir hoffen, dass es sein in ein paar Monaten nach ihm. Und weil Bashevis ist so schwer zu bekommen, ist mir lassen wissen, dass Menschen sind interessiert, sollen sie sich wenden zu ZICO, CYCO Books, BOOKS, @AOL.com. Und ihr könnt, ich will entfernen, aber ihr könnt mich machen Kontakt mit mir wegen, wir haben noch als nicht der Preis, aber wir nicht for profit 501c3 in Amerika ist, wir wollen nicht verdienen, wir wollen zielegen Geld. Und wir reden mit viele mit Verlegereien in Europa, zitieren öfter Bashitvis. So, wir hoffen, dass in der kommenden Jahr 2 wollen wir herausgeben neue Exemplaren, wo es ist sehr schwer zu bekommen von allen Bashevis-Büchern für Menschen, die wollen, sich bei mir einzulehnen. So, das ist eine von meine Arbeiten, was ich jetzt und ein anderer wird sein auf ein andermal zu erzählen.
Ihu noiro vehoyoim, uvois minus en malchus shecho, ve'yitzchoim bechesed kishahu. B'seishem olam, b'seishem olam, Emis ki yatu dayon, umoy